Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Hallo, moje, Jodedach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, jetzt ist wieder eine ganze Woche vergangen. Ich habe mich auch ein bisschen zur Ruhe gesetzt für diese Sommerpause, weil nicht alle Themen sind für mich relevant, aber es gab diese Woche 3 Themen, die für mich dann doch recht interessant waren. Wir sprechen ein bisschen darüber. Ich werde dazu natürlich auch meine eigene Meinung verkünden. Allerdings das erste Thema ist mehr so informativer Natur, würde ich mal an der Stelle sagen. Und das ist folgendes. Also der Mitgliederrat hat sein neues Vorstandsteam nominiert. Also diejenigen, die der Mitgliederrat so quasi zur Wahl empfiehlt. Die restlichen Kandidaten müssen quasi eigenmächtigen Wahlkampf betreiben, eigenfinanziert und dergleichen. Und ja, das ist so quasi das Team, das in den Augen des Mitgliederrats dann halt am kompetentesten war. Wie kompetent wird sich vielleicht noch herausstellen und ob sie gewählt werden. Auch, ich will hier auch keinen Wahlkampf betreiben. Ich sag ganz ehrlich, ich bin ein großer Fan vom Wahlgeheimnis. Ob ich auch zu dieser Wahl gehen werde, das entscheidet auch ein bisschen die sogenannte Work-Life-Balance. Mal schauen, Mitglied bin ich ja Gott sei Dank auch. Aber ja, jetzt mal etwas informativer Natur. Also, Mitgliederrat. Wen hat der Mitgliederrat denn als Vorstandsteam nominiert? Das sind zum einen Jörg Stobbe als Präsident und Professor Ulf Sobek und Dr. Jörg Alvermann als Vizepräsidenten. Ich werde euch jetzt diese Kandidaten exakt so vorstellen, wie sie uns auch in der FC-App vorgestellt wurden. Das heißt, ich zitiere hier 100%, damit ihr euch vielleicht ungefähr so ein Bild machen könnt. Also, Jörn Stobbe bringt jahrelange Erfahrung in den FC-Gremien mit. Von 2013 bis 2018 Aufsichtsratsmitglied, von 2019 bis 2021 Vorsitzender des Aufsichtsrates der KGaA. Als Immobilienmanager ist er eine Top-Führungspersönlichkeit mit ausgewiesener Kompetenz in Wirtschaft, Sport und Politik. Mit seiner tiefgreifenden Finanz- und Immobilienexpertise steht er für strukturelle Klarheit und wirtschaftliche Verlässlichkeit auf höchster Ebene. Insbesondere bei wichtigen Zukunftsprojekten wie dem Gaisbockheim. So, und als nächstes wäre da Professor Dr. Ulf Sobek. Ist hochqualifizierter Sportwissenschaftler, Diplom-Sportmanager, zertifizierter Fußballmanager und DFB-Referent. Als Trainer mit A-Lizenz arbeitet Sobek seit Jahrzehnten erfolgreich für Vereine und Verbände. Heute ist er unter anderem im Trainerteam der DFB U20-Nationalmannschaft aktiv und herausragend im Profifußball vernetzt. 2011 wurde er mit der U17 des 1. FC Köln deutscher Meister. Er bringt sportliche Exzellenz und strategische Weitsicht ins Team FC. Und zu guter Letzt wäre da noch Jörg Alvermann. Deswegen der kleine Verdreher, was die Namen betrifft. Also, Dr. Jörg Alvermann ist renommierter Fachanwalt für Sportrecht und Steuerrecht mit den Spezialgebieten Vereins- und Gemeinnützigkeitsrecht. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sportrecht im Deutschen Anwaltverein ist ein bundesweit gefragter Experte, der in über 25 Berufsjahren unzählige Vereine beraten hat. Alvermann steht für rechtliche Integrität und Sportkompetenz, die den FC künftig Sicherheit und Orientierung bietet. Ja, ich habe dazu jetzt keine feste Meinung, was diese Kandidaten betrifft. Das ist jetzt einfach nur das, was ich an euch weitergeben möchte. Ihr selber werdet im September mitentscheiden, wenn ihr Mitglieder seid, wer da im Nachhinein unser zukünftiger Präsident wie auch Vorstand sein wird. Ich möchte da auch niemanden beeinflussen, weil ich selber muss mir auch noch ein Bild von machen. Was ich auf jeden Fall löblich finde, genau dieses Team möchte dafür sorgen, dass der FC wieder ein vollständiger e.V., eingetragener Verein wird. Also, weil hier aus Sichtweise dieses Teams das Ganze mittlerweile überholt ist mit der KGaA. Und ich sage ganz ehrlich, in Anbetracht dessen, dass der 1. FC Köln überhaupt kein Interesse hat, insbesondere seine Mitglieder, irgendwie auch nur ansatzweise den Weg für Investoren zu öffnen, also auch gar keinen einzigen Prozentsatz an Investoren abgeben möchte. Ich möchte euch auch nochmal erinnern, 50 plus 1 bedeutet, dass du bis zu 49% als Verein veräußern kannst. 51% müssen immer in der Hand der Mitglieder sein.
Ne? Und nun ja, da wird es halt so betrachtet, dass man das Ganze absurd mittlerweile findet und gegebenenfalls den Weg zurückfinden möchte, dass auch die Profiabteilung wieder zu 100% Teil des e.V. wird. Finde ich eigentlich sinnvoll, weil ist ja bekannt. Alle Mitglieder sträuben sich dagegen im Prinzip. Aber gut, ich selber bin ja auch ein 50+1 Verfechter, sage aber, ich verdamme keinen Verein, der sich immer noch an diese 49% hält. Aber bitte dann auch nicht irgendwie wie Hoffenheim so ein paar Ecken herum wieder in die 50+1-Regelung zurückfinden, sondern einfach wirklich daran konsequent festhalten. Dem gegenüber steht auch ein Team von Carsten Wettig. Dem gegenüber bin ich ein bisschen vorbehalten. Ich habe da so meine Vorbehalte, weil Carsten Wettig war halt Teil dieses vorherigen Teams, des vorherigen Vorstands. Wir wissen alle, welche Dinge sie unter anderem in den Sand gesetzt haben. Keine Ahnung, inwieweit er da Mitverantwortung trägt. Also ich versuche das noch ein bisschen zu recherchieren, aber diesem Team gegenüber habe ich meine Vorbehalte. Und da gibt es noch ein Team, das von Lukas Podolski zum Teil unterstützt wird. Und zwar das von Adenauer-Enkel Sven, also Sven Adenauer. Zu diesem Team muss ich mir noch ein Bild machen. Da wüsste ich jetzt auch keine Meinung zu vertreten. Aber jedenfalls, was das Team angeht, das der Mitgliederrat bestimmt hat, da finde ich auf jeden Fall einige Gedanken interessant. Wie zum Beispiel, dass halt der FC wieder ein vollständiger e.V. wird. Also auch die Profiabteilung. Hinzu kommt noch, sie möchten gerne, dass der Name Mitgliederrat geändert wird. Und zwar in Aufsichtsrat. Ich sehe das genauso, weil viele können mit diesem Begriff nichts anfangen, wissen auch nicht, warum dürfen die mitbestimmen, was ist das für ein Organ. Klarer Name, Aufsichtsrat, finde ich gut. Ob das jetzt bedeutet, dass ich dieses Team unterstütze, das sei mal dahingestellt. Ja, okay, das wär's zu diesem Thema. Nächstes Thema. Dennis Huseyin-Basic hat abrupt die bosnische Nationalelf verlassen. Da hätte ein Länderspiel angestanden und nun ja, er hat quasi gesagt, er fühlt sich mental nicht imstande für die Nationalmannschaft anzutreten. Da ist ja auch noch so ein Ding. Nun ja, Sergej Barbares, das habe ich mittlerweile erfahren, gilt als Nationalmannschaftstrainer als sehr kontrovers. Viele Spieler haben ein Problem mit ihm. Zwar sagt der Berater von Dennis Huseyin-Basic, dass das nicht damit zusammenhängt, aber ich sage ganz ehrlich, wenn er schon so im Fokus auf negative Art und Weise steht, könnte das damit zusammenhängen. Der FC hat dadurch einen Vorteil. Huseyin-Basic kommt frühzeitiger zurück, kann frühzeitiger das Team unterstützen, im Training wie auch im Trainingslager, und da droht zumindest keine Verletzungsgefahr. Finde ich, sagen wir mal so, natürlich schade für ihn im Sinne der Nationalmannschaft, aber gut, das dient natürlich zu unserem Vorteil. Von daher, ich wünsche ihm natürlich an der Stelle nicht, dass irgendwie seine Karriere in dieser Nationalmannschaft zu Ende geht. Auch als Serbe, ich bin da wirklich fair. Ne? Ich bin da wirklich fair mit meinen ehemaligen Landsleuten. Von daher, Huseyin-Basic, bin wirklich sehr begeistert von ihm. Hätte ihm eine gute Karriere in der Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina gegönnt. Ich hoffe, das ist noch nicht vorbei an der Stelle. Weil das Kicken auf internationalem Parkett, das gibt ihm ja noch Motivation und auch ein bisschen Abgeklärtheit. Ne? Dann kam noch so eine kleine Meldung die Tage, die ich persönlich in der Kategorie Störfeuer abhaken würde. Nun ja, Steffen Tigges hat sich gemeldet. Steffen Tigges würde ungerne den 1. FC Köln verlassen. Seht euch mal seine Statistik an. Ja, da hat sein Berater nämlich unter anderem verlauten lassen, dass er nie eine richtige Chance unter Gerhard Struber erhalten hätte. Angreifer braucht Vertrauen. Er stand in 3 Spielen in der Startformation. Alle 3 Spiele wurden gewonnen und so weiter und so fort. Ja klar, Glücksbringer Tigges. Definitiv mit der Statistik herausragend. Sollten wir auf jeden Fall dran festhalten. Nicht. Also ganz ehrlich, Steffen Tigges war ein Versprechen, das gebrochen wurde. Das war in der ersten Saison mit seinen 7 Toren noch relativ okay. Na, da gab es ja auch noch eine Verletzung dazwischen. Vielleicht kann man auch sagen, ach komm, da kann man gar nichts sagen. Steffen Tigges ist total untalentiert. Tut mir leid. Also Steffen Tigges, ganz ehrlich, dass er da überhaupt nicht weg will. Ich habe richtig Angst davor, dass er jetzt so ein Drittligist kommt und sagt, ey, den nehmen wir von mir aus. Und der sagt dann, nö, ich will erste Liga mit den 1. FC Köln spielen. Junge,
Hab doch mal Einsehen, du bist schlecht. Hab doch mal endlich Einsehen, verdammt normal. Der FC sollte dann vielleicht auch mal die Flucht nach vorne wagen und auch wenn es ein Verlustgeschäft ist, also meine Meinung, Vertrag auflösen. Ganz ehrlich, das wird nichts mehr mit Steffen Tigges. Also, tut mir leid. Nicht mal in der zweiten Liga auch nur ansatzweise irgendwas gezeigt, was noch irgendwie gezeigt hätte, dass in diesem Jungen noch ein gewisses Potenzial steckt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich weiß, er scheint den FC Köln, den ersten FC Köln sehr zu lieben. Und scheint auch ein bisschen Angst davor zu haben, ins Bürgergeld zu rutschen. Aber nein, bitte, wir müssen uns trennen. Weil, bringt ja nichts. Wir werden uns sowieso mit besseren Spielern verstärken können, solange da Steffen Baumgart nicht mal wieder dazwischen funkt. Apropos, wieso holt er ihn eigentlich nicht? Das war doch sein Wunschstürmer. Fragen über Fragen. Aber gut, ich denke mal, Steffen Tigges ist ein bisschen so wie eine Warze an einer merkwürdigen Stelle. Die kriegst du nicht einfach so weg. Und dementsprechend, keine Ahnung, mal schauen, ob uns noch weitere Tigges-Scherze in Zukunft einfallen, weil ich habe, sagen wir mal so, als Gag-Lieferant mittlerweile Christian Keller verloren. Da bleibt er mir zumindest in diesem Punkt erhalten. Ja. So, zu guter Letzt, zum Abschluss. Ich möchte euch mal erklären, warum sonst keine News diese Woche kommen. Weil ihr sagt sicherlich, ey, aber da waren noch die ein oder anderen Transfergerüchte und ähnliches. Das hier ist nicht zwangsläufig ein News-Channel. Ich rede über Themen bezüglich des ersten FC Köln, die mich interessieren. Und nun ja, ich lege es auch nicht darauf an, jetzt auf Krampf immer ein Video zu posten. Wenn ich so ein Video die Woche gepostet habe, dann bin ich noch gut dabei. Hab über Sachen geredet, über die ich sprechen wollte. Aber es bringt mir das, jedes Mal über irgendwelche Spieler zu reden, die dann vielleicht doch nicht kommen. Da heißt jedes Mal, ja, der kommt, nein, kommt nicht. Ja, wir sind dran, ja, wir sind doch nicht dran und ähnliches. Es gibt genug Kanäle, wie meine Freunde in der Videobeschreibung, die darüber sprechen. Und ganz ehrlich, ich muss denen nicht alles nachmachen. Oder zumindest nicht immer im selben Fahrwasser mitschwimmen. Das machen die verdammt gut auf ihre Art und Weise, aber mich catcht das nicht. Mich berührt das gar nicht. Und wenn ich bedenke, was für ein Transfergerücht heute aufgeploppt ist, lest es euch mal durch. Ja, dieser Willem von St. Gallen ist ein Franzose. Und ich hoffe doch, ich habe keine Ahnung, wie man das auf Französisch ausspricht, aber ich hoffe doch, dieses EU ist kein Ö. Scheiße. Okay, jetzt stellt euch das mal vor, der schießt ein Tor und wir müssen dann seinen Namen rufen. Oh Gott, der heilige Jürgen, besser nicht. Scheiße. Aber okay, so viel zum Thema Transfergerüchte. Ja, das ist jetzt auch erstmal alles, über das ich diese Woche zu berichten habe. Wenn es irgendwie jetzt einen Transfer zu verkünden gibt, von heute auf morgen, dann wird es dazu natürlich ein Video geben. Denn das sind für mich wirklich Fakten, auf die ich mich dann stütze, wo ich dann sage, alles klar, da kann man auf jeden Fall ein eigenes Video zu machen. Da warte ich noch ab. Diese Woche hat sich in dem Punkt nichts getan. Die FC-App ist nicht aufgeploppt. Außer zu diesen Themen. Naja, das ist auch alles, was ich dazu zu sagen habe für diese Woche. Oder sagen wir mal, bis auf Weiteres. Und in dem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sage ich mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.